መስትያት ቤትና ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ጊሰን ጀርመን ኣብ ተቐድሚ ሕጂ ከቢድ ዕግርግር ኤርትራውያን እስራኤላ ከተማ ከንቲባ ተኸተማ ከይተሓበረ ብውሽጢ ዝተወደበ ጽምብል ነጻነት ኤርትራ ዝተሰሚ ሓደ በዓል ተኻይዱ ነይሩ። ጀርመናዊ ጋዜጠኛ ከዓ ንተሳተፍቲ ጽምብል ናይ ብሓቂ ነጻነት ኣለዎም እንተኾይኑ ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ከም ዝተሰደዱን ካልእን ኣዋጠርቲ ሕቶታት ብምቕራብ ክምክቶም ፈቲኑሎ። እቲ መልስታት ጸኒሕኩም ክትሰምዕዎ ኢኹም፣ ሚዛንኩም እውን ክትወስዱ ኢኹም። ድምፅና መታን ክስማዕ ግን ኣብዚ ኣብ መስትያት ቤትና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ መበቆላዊ ቪድዮ ናይዚ መደብ ማለት ኣብ ሄሰን ካም ኬድኩም ርእይቶታትኩም ብቋንቋ ጀርመን ወይ እንግሊዝ ጽሓፉ፣ ንዑ እውን ኣተባብዕዎ። እቲ ቪድዮ ኣበይ ከም ትረኽብዎ ኣብ መውሃቢ ርእይቶታት ኣብ ታሕቲ ገዲፍናልኩም ኣለና። ናብኡ ብምኻድ ርእይቶታትኩም ጽሓፉ። Was würden Sie Ihrem Kind erklären? Warum gehen Sie heute feiern? Ich habe ja heute so meine Kinder, heute ist wie sie. Geburtstag. Sie feiern Geburtstag, ja. Sie denken, dass es ist von unserer Heimat, es ist wie Geburtstag. Da war der Krieg zu Ende, Eritrea. Aber würden Sie sagen, was würden Sie heute sagen? Ist Eritrea wirklich frei? Ja, Es gibt ja viele, die flüchten aus Eritrea, Ja. die heute nicht feiern. Die sagen, nee, wir feiern nicht, weil das eine Diktatur ist. Wie denken Sie darüber? Ja, obwohl es ist ein Diktator oder so. Das ist ja schwer auf Deutsch. Sie feiern eher die Heimat, also Sie feiern die Lieder. Ja, ich feiere mit meinen Menschen, ja. Aber Sie wissen, wer das veranstaltet heute? Das ist ja die eritreische Regierung, ist ja auch ein Nationalkomitee oder wie heißt Ja, das hier? ja. Wer ist der Veranstalter heute? Wie, keine Ahnung, ich habe ja nur meine Freundin hat, ich habe ja heute zum ersten Mal, also meine Freundin hat mir Mama hier. Aber einladen. Ja, wer hat eingeladen? Wissen Sie, welcher Verein das ist? Nee. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil das ist ja nur nicht Eritrea. Oder lesen Sie einfach vor auf Eritreisch. Auf Tigrinya? Ja. ጽምብል መዓልቲ ኣብ ጊሰን ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ጊሰን ja. Was sagen Sie zu jungen Menschen, wenn die kommen nach Deutschland, geflüchtet sind und sagen, in Eritrea gibt es Leute im Gefängnis, in der Eritrea darf man nicht die Meiner sagen. Glauben Sie denen das oder sagen Sie, das stimmt nicht? Oh, das ist keine Ahnung. Waren Sie in Wirklich. Eritrea oder sind Sie hier geboren? Nee, ich war ja in Eritrea geboren, ja. Und wann sind Sie dann nach Deutschland gekommen? Das ist 2015. 15. Ja. Und, war da, 10 Jahre. und warum sind Sie da weg? Ich war ja klein. Ich war ja nur 20 Jahre alt. Mal. Für besseres Leben. Und so habe ich nach Deutschland Aber wenn Sie gekommen. sagen, Eritrea ist unabhängig, ist frei? Frei. Ist man frei in Eritrea? Ja. Es ist frei, meinen Sie. Ja. Frei meinen Sie was? Freiheit. Ist in Eritrea, kann man seine Meinung sagen, kann man frei leben, kann man glücklich sein in Eritrea oder gibt es auch Probleme mit Ja, Diktatur? glücklich sowieso. Ja, glücklich. Ui, keine Ahnung. Ich kann ja keine. Was denken Sie über den Präsidenten? Weil man muss hier Geld bezahlen, oder? Wenn man für Eritrea, oder? Hallo. Würden Sie was sagen? Ich bin nicht ja Politiker. Okay, alles klar. Sorry. Danke. Würden Sie was sagen oder haben Sie Angst, was zu sagen? Aber dann sagen Sie kurz was zu dem Tag heute. Warum ist er für Sie so wichtig? Weil das wichtig ist. Ja, warum? Weil es wichtig ist. Eritrea geboren. Ja, das habe ich verstanden. Ja. Aber würden Sie sagen, Eritrea ist ein freies Land? Kann man wirklich sagen, unabhängig? natürlich, Eritrea ist frei. Ja, aber es flüchten so viele junge Leute und sagen, das ist Diktatur. Nein. Es ist doch wie jeder andere Land. Wirklich? Ja. Ja, aber viele sagen, sie sind viele im Gefängnis. Muss man Das ist bezahlen. von Social Media, nicht hier. Bezahlen? Ehrlich. Ach so. Sie sind unerwünscht. Ich habe jetzt gesagt, die Befreiung Eritrea.
von äthiopischer Besatzungsmacht damals. 1991, ja. Genau. Würden Sie sagen, seitdem, wie würden Sie die Entwicklung von Eritrea sehen? Sind Sie damit zufrieden? Ist es das, was man sich damals erhofft hat? Eritrea hat danach unheimlich viele Schwierigkeiten bekommen, ja. Natürlich ist es ein Prozess, ja. Aber trotzdem finde ich Eritrea erst einmal ist die Befreiung sehr wichtig. Aber es gibt ja viele junge Menschen, die fliehen von Eritrea, ja, und sagen, dort gibt's Folter, dort gibt's Gefängnisse. Nehmen Sie die mit in die Feier heute, wenn Sie sagen, das muss auch thematisiert werden bei so einem Tag? Ja, es soll thematisiert werden und glaube ich, jeder ist eingeladen. Ich bin jetzt vorbeigekommen mit meinen Kindern, diesen Tag feiern. Seit 30, 40 Jahren bin ich hier. Ich feiere jedes Jahr. In Gießen gibt's ja immer diesen Konflikt, ja. Die Opposition sagt, wie könnt ihr feiern, wenn in Eritrea Diktatur ist? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich feiere die Unabhängigkeit Eritrea. Feiern Sie nicht die Unabhängigkeit Deutschland, wenn irgendwann, also die Regierungen wechseln. Ja. Ist ja egal. Hauptsache, das Land ist 1991 befreit worden. Das ist das Wichtigste. Und danach ändert sich. Mal schauen, was wird. Aber was denken Sie über die Situation? Leiden Sie mit, dass Eritrea so, also man sagt ja, eine der schlimmsten Diktaturen Klar. in der Welt. Mir geht es nicht darum. Ich leide darum. Aber ich gehe mit einer hoffnungsvollen in der Zukunft, ja, dass Eritrea irgendwann mal auch in Demokratie und sowas geht. Aber von den Westen wird nicht so unterstützt. Aber ich feiere heute. Alles frei, Ja? Eritrea. Ja, alles frei. Aber viele flüchten ja aus Eritrea. Sitzen Leute im Gefängnis. Was sagen Sie dazu? Bitte, bitte. Manche sagen, es sei Diktatur. Nein. Keine Diktatur. Eritrea, alles gut. Keine Diktatur. Kennen Sie Eritrea? Ja, ich bin Eritrea. Ja, vielleicht sind Sie hier geboren, keine Ahnung. Viele sind ja auch schon hier geboren. Nee. Wann Geboren in Eritrea. sind Sie gekommen nach Deutschland? Vor 10 Jahren. Ich bin so. Aber ist Eritrea wirklich frei? Was würden Sie sagen? Ja, frei. Ja, aber warum sind Sie weg von Eritrea vor 10 Jahren? Mein Mann ist hier. Aha. Das ist ein freies Land? Ja. Wirklich? Und warum flüchten so viele? Millionen? Glauben Sie denen nicht? Nein. Also man kann jederzeit nach Eritrea wieder zurückgehen. Entschuldigung, darf ich Sie kurz fragen? Sind Sie im Namen vom Ausländerbeirat da? Also ich meine, meine Kinder mögen die Kinder, mein Heimatland Kinder zu kennenlernen, zu spielen, aber Ja, anderes, das ist ja okay. anderes nicht. Aber die Situation in Eritrea, haben Sie Angst oder zu reden? Das Land ist Freiheit und meine Kinder, ich möchte zu meine Familie, Kinder hier zu spielen. Aber Eritrea free or not free? What do you mean? It's Where are you from? from Where Hessen camp. It's Where in YouTube. Why you ask me? Why? Because a lot of young people come from Eritrea. What do you think? What's your- No. I'm not willing to talk this kind of. I'm coming to join my people. But it is a free land, Eritrea. What do you think? No, ask the government. Ist doch. Ja, aber warum unerwünscht? Lassen Sie mich doch rein. Nein. Sie tanzen doch jetzt oder irgendwas passiert doch jetzt. Kann ich das filmen? Demonstrieren Sie auch gegen rechts? Ja klar. Auch, Sie sind der Einzige, der Linke hier rumläuft. Ja? nein, ich meine, in Eritrea auch. Ist sowas auch möglich in Eritrea? Ist ja interessant, was die jungen Leute, die sind ja hier geboren. Was erzählen Sie denen über Eritrea? Gar nicht. Gehen Sie Gar nach Eritrea noch oder waren Sie lange nicht mehr in Eritrea? Ich kenne viele. Oder? Nein, nein, nein. Ich wollte mit Ihnen Gibt es keine Gefängnisse in Eritrea? Keine. Ja. Waren Sie da? Ich kenne Menschen, die im Gefängnis sind. Sie können die. Waren Sie da? Warte mal. Waren Sie da? Nein. Hä? Nein. Und dann? Amnesty Erzählen Sie- International. Warte. Die haben gefragt, ich frage Sie. Waren Sie da? Nein. Also, woher? Wenn ich nicht weiß, dann frage ich auch nicht die Leute. Es gibt ganz viele Organisationen, die Und dann fragen Eritrea wir die. ganz nach oben Und dann stellen fragen bei Sie mal die. Diktatur. Viele sagen, Ja? Eritrea ist fast wie Nordkorea. Ja? Wie kommen die dazu? Woher wissen Sie das? Von den Opfern, von den Menschen, die Von im den Gefängnis Opfern? waren. Die hier, Millionen sind geflüchtet. Hä? Haben Sie noch nie mit einem gesprochen, der geflüchtet ist? Warte mal. Jetzt- Nein, erzählen Sie mal bitte. Warum Nicht sind Sie diese denn aus Information, Eritrea hä? gekommen? Hä? Warum sind Sie aus Eritrea damals Das hier geht mich gar nicht gekommen? an. Ganz einfach. Gut, okay. Okay. Aber könnte ja sein, dass Sie auch einen Grund hatten. Nee, warum machen
Ich bin Journalist. Ich bin Journalist. Wenn Ihre Tochter sich später fragt, Papa, hast... Komm doch rein. Ich darf nicht. Gibt es wirklich in Eritrea Freiheit? Ja, natürlich. Das Land ist frei von Unterdrückung. Ja, aber frei von Folter, von politischen Gefangenen? Ja, das ist zuerst mal, das Land ist nicht unter Kontrolle von anderen Ländern. Was sagen Sie zu dieser Vorwurf, dass es eine Diktatur ist? Ja, das ist Ansichtssache. Du hast so ein... Mein Land. Ja, dein Land. Ja. Was heißt das? Was ist so schön an dem Land? Was ist so schön an dem Land? Alles, ich bin da geboren. Das ist mein Heimat. Echt? Ich bin da geboren. Du redest doch perfekt Deutsch. Ich dachte, du wärst hier geboren. Nein, ich bin Eritrea. Was hast du von Eritrea noch mitbekommen? Wie bitte? Was hast du von Eritrea noch mitbekommen? Ja. Erzähl mal kurz was über das Land. Was gibt's da? Was gibt's dort zu sehen? Es gibt da viel zu sehen. Also Meer, Wüste, alles, was sie wollen eigentlich. Gehen sie einfach nur hin. Ja, aber du warst noch kleines Kind, weil du sprichst ohne Akzent. Du bist Ja, hier. ich war ein kleines Kind mit 6. Wann warst du letztes Mal in Eritrea? Als ich 6 war, also als kleines Kind. Aber jetzt sagen ja viele, dass da auch Diktatur ist. Was sagst du dazu? Nein, da bin ich erst recht raus. Ich sag dazu nichts. Warum? Nein, ich mische mich da nicht ein. Kriegt man da Ärger oder so? Oder? Nein, aber ist nicht gut. Also, Warum darf man nicht über Politik da reden? gesehen über Jaha. Aber ihr demonstriert doch auch hier gegen Nazis, oder? Zum Beispiel. Ich nicht. Nee? Nein. Ich lebe mein Leben so. Aber ist das dir egal, dass Menschen dort in Gefängnissen sitzen? Hier kommen ja viele junge Leute, die dort geflüchtet sind. Ja, Und du bist selbst geflüchtet. ich bin selber ein Flüchtling. Ja, aber warum bist du weg? Ja, weil Dings. Junge, ich kann nicht antworten. Wenn Eritrea so schön ist, ja? Ich will auch irgendwann wieder zurück. Ja? Ja. Und wenn Isaias weg ist? What? You are a journalist, you should know. I'm a German, what? You are a journalist, so you should know what is today. Yes, but what is the meaning? Ja, alles gut. Geht's Eritrea? Wie ist die Situation in Eritrea? Eritrea schön. Schön, ja, aber hat Eritrea Freiheit? Ja. Ja, aber viele laufen weg von Eritrea. Wegen Militär, wegen Gefängnis. Waren Sie in Eritrea damals? Können Sie sich noch erinnern, wie das war? Meine Eltern? Nee, 1991, als Eritrea frei wurde, Befreiung. Nein, hier. Ach, da waren Sie schon hier? Ja. Ach, Sie sind Achtung, nee, ich bin. 91. Ich bin hier. ach, da waren Sie schon hier. Ja. Was feiern Sie denn heute? Warum sind Sie so glücklich an dem Tag? Natürlich, unsere Heimat ist Freiheit. Ja, aber viele sagen, Eritrea ist keine Freiheit heute. Ich weiß es nicht. Ich habe meine Meinung. Ja. Fertig. Ja. Aber was hören Sie aus Eritrea? Manche sagen, das wäre die schlimmste Diktatur. Nee. Keine Diktatur? Nein. Nee, Nein, aber die Flüchtlinge, die hier hinkommen, die sagen ja... Jeder hat anders. Ich bin, weißt du, 85 gekommen. Ja, aber was hören Sie Der jetzt? Äthiopien-Zeit. Ja, habe ich verstanden, aber... Hat was mit der Freiheit von Eritrea zu tun und so. Nach 3 Jahren Krieg und das feiern wir hier vorne einfach. Und das 1991 gell, war, glaube ich, der Krieg zu Ende. Nein, ja, 1991 war vorbei. Und dann war er 1999 noch für 2 Jahre gewesen und dann war er wieder vorbei. Du hast gesagt, du kommst aus Eritrea. Würdest du sagen, Eritrea ist ein freies Land? Also kommt eigentlich, kommt auf die Perspektive von der Person drauf an. Für manche ist es nicht frei, für manche schon. Also Wie hast du Eritrea erlebt? Kannst du dich noch erinnern? Vielleicht warst du noch ein kleines Kind oder ich weiß nicht. Ja, ich war noch klein, ich kann mich nicht komplett an alles erinnern. Aber es war eigentlich ganz normal dort. Aber ich wusste halt damals noch nicht von der Regierung, weil da ist ja eine Diktatur. Aber es war eigentlich ganz Du hast nicht so viel mitbekommen. Aber du hast gehört, dass es Menschen gibt, die dort in Gefängnissen sitzen und nicht frei berichten können oder so. Das weißt du schon. Ja, das weiß ich. Ja. Aber trotzdem feierst du heute. Ja, also ja, wir feiern halt die Freiheit von Eritrea. Natürlich ist der Präsident nicht der Beste, aber wir feiern trotzdem die Freiheit und so. Okay. Und ich kann halt die Menschen, die im Gefängnis sitzen und so, ich bin natürlich dagegen und so. Aber ja. Wie sieht es drin aus? Was würdest du sagen? Ist das eine Feier der Regierung oder wie würdest du sagen? Ich glaube, wir feiern hier nicht die Regierung, sondern einfach nur die Freiheit von Eritrea. Deswegen sieht ganz schön aus, aber wir feiern jetzt hier nicht den Präsidenten, sondern die Also es gibt kein Bild vom Präsidenten? Nein, wir feiern das nicht. Wir feiern einfach nur die Freiheit vom Krieg von Eritrea. Es wurde hingen 3 Fahnen. Eine wurde runtergenommen. Weißt du warum? Nee, weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Das war die mit dem gelben Stern. Weißt du, was die zu bedeuten hat?
Jetzt noch eine Fahne mit einem gelben Stern. Was denn hier? Ich weiß nicht, ich habe mich nicht drüber informiert. Aber kannst du verstehen, dass Leute sich ärgern über diese Feier? Weil sie sagen, unsere Brüder sterben in Eritrea oder unsere Schwestern sind auf der Flucht und hier wird gefeiert. Weil den Leuten natürlich, die hier sind, geht's gut jetzt. Ja? Ja. Die fahren große Autos hier, die sind schon 30 Jahre hier, aber die vielleicht vor 2 Jahren gekommen sind. Ich weiß nicht, ob du Gießen miterlebt hast, diese Demonstrationen. Ich bin vor 10 Jahren hierher gekommen. Ja, aber letztes Jahr war Gießen. Ja, habe ich auch mitbekommen. Wo warst du da? Warst du im Festival oder warst du außerhalb? Ich war innen drin. Und da hast du ja auch ein bisschen Angst gehabt, oder? Dass das eskaliert oder so. Ja, ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Also, dass draußen abging, weil ich war eigentlich nur den ganzen Tag drin gewesen. Aber kannst du verstehen, dass Menschen wütend sind auf Menschen, die die Diktatur so verehren? Und die tanzen ja auch manchmal mit dem Bild von Isaias. Habe ich selbst gefilmt. Vielleicht heute nicht. Ja, kann ich verstehen natürlich. Aber redest du mit deinen Eltern darüber? Papa, Mama, was ist eigentlich Nein, ich habe nur eine Mutter, aber wir reden eigentlich nicht selten drüber. Wir reden auch eigentlich gar nicht mit dem Präsidenten. Wir sind eigentlich auch nur hier, um die Freiheit zu feiern. Also hat nichts eigentlich mit dem Präsidenten zu tun. Aber wenn du Eritrea googelst, siehst du schon, was da los ist, oder? Ja. Das wird ja gesagt, das ist eine der schlimmsten Diktaturen der Welt. Und hier diese Leute, zum Beispiel er, sagen, nee, alles gut. Auch er. Die sagen, nein, Eritrea ist ein gutes Land und wir lügen alle nur hier in Deutschland. Aber du kannst dich jetzt schon deine eigene Meinung bilden. Ja, ist halt so, keine Ahnung. Ich habe mich eigentlich noch nicht so richtig mit dem Thema befasst tatsächlich. Aber ich habe gehört, dass es eine Diktatur ist. Ich bin ja auch selber geflohen so. Weißt du noch, wie du geflohen bist oder warst du klein? Ja, ich weiß noch. Wie bist du gekommen? Ja, wir sind halt von Eritrea nach Nordafrika, über Sudan nach Libyen und dann nach Italien und dann von Italien nach Deutschland. Ja, aber Libyen, Italien? Ja. Wie bist du hier rübergekommen? Ach so, mit dem Boot. Ja, und das ist doch ganz schön gefährlich, oder? Du sagst das so locker. Ach so, ja. Hast du das vergessen oder wie? Nein, das war halt ein Boot und irgendwann mitten im Meer kam so ein riesen Containerschiff. Man hat euch aufgenommen? Ja. Oder das war kein Containerschiff, ich glaube, das war ein Schiff von Italien, von der Regierung. Wie alt warst du da? 5. An was kannst du dich noch erinnern? Weil ich finde das sehr spannend, aber auch sehr fürchterlich eigentlich. Aber du warst wahrscheinlich so klein, dass du gar nicht so gemerkt hast, Ja, oder? ich kann mich noch eigentlich schon alles was erinnern. Aber wie war das? Konntest du schwimmen? Kannst du schwimmen? Nein, aber das konnte ich auch nicht schwimmen. Und wer hat dich festgehalten? Mit wie vielen Leuten wart ihr da? Ich war tatsächlich in Libyen, weil ich mit einer Freundin von meiner Mutter am Boot. Und da war kein Platz mehr, meine Mutter und meine Schwester waren in einem anderen Boot. Und irgendwo in Italien war ich in einer anderen Familie gewesen, für 1-2 Wochen. Und dann hat meine Mutter mich wieder gefunden. Und dann sind wir zusammen nach Deutschland gekommen. Das hätte auch schief gehen können, oder? Ja. Aber vieles kann schief gehen heutzutage, deswegen. Weil man sagt, Libyen wäre ganz schlimm. Wie lange wart ihr in Libyen? Nicht lange, 1-2 Tage. Mehr nicht. Ganz kurz und dann sind wir eigentlich direkt wieder weiter. Gott sei Dank, weil in Libyen passieren viele Schlimme. Ja. Frauen werden vergewaltigt und ganz schlimm. Auch auf dem Boden. Ja, das ist da in vielen Ländern. Auch in Arabien ist halt traurig so. Aber kannst du vielleicht jetzt verstehen, wenn du selbst geflüchtet bist aus Eritrea, warum? Weil einige hier sagen, Eritrea ist alles gut, ist alles gelogen. In Eritrea darfst du machen, was du willst. Wir sind das beste Land. Da wird dir die Fahne und wird gefeiert. Denkst du nicht mal für dich, naja, also so toll ist das auch nicht. Keine Ahnung tatsächlich, kann ich nicht richtig beantworten, aber ich habe ja selber auch eine Familie in Eritrea. Viele sind glücklich, aber manche auch nicht. Aber von der Familie habe ich jetzt nur manchmal selten schlechte Dinge bekommen. Da ist halt auch Wehrpflicht, dann manchmal müssen die auch zum Militär gehen. Aber sehr lange, oder? Ja, schon. Aber sonst sagen die auch, dass sie sehr glücklich sind und dass das nicht so schlimm ist. Also man sagt mein Vater lebt ja immer noch in Eritrea und manche telefonisch ab. መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي